Hallo zusammen, du bist der Crown Cletus oder der Chris. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe nicht nur einen Krott im Haus, sondern auch eine ganze Familie. Darum, wenn ich zwischendurch ein bisschen Kiestreik töne. Sorry wegen dem. Was ihr hier seht, und ich hoffe, es läuft flüssig, weil ich bin jetzt momentan mit dem neuen PC, mit dem Fraps am Aufnehmen, mal schauen, ob wir das mal beißen. Was ihr hier seht, ist Need for Speed Most Wanted, wo irgendwie letzten, im November ist rausgekommen. Und weil ich mir SimCity gezogen habe. Und dort ist ja der Start, der Launch vom Game nicht ganz so gut gelaufen. Und da haben sie eine Möglichkeit gegeben, ein gratis Game abzustauben. Ich habe mich dann für das Need for Speed entschieden. Und muss sagen, ich bereue es nicht. Es ist auf dem PC mit höchsten Einstellungen, finde ich, es sieht unglaublich gut aus. So stelle ich mir Next Generation Games auf den neuen Konsolen vor, was Run-Games betrifft. Meine, die Auflösung ist in dem Sinne ultra hoch, Full HD und oh. So, nur schnell ein bisschen rumgeschaut, eigentlich noch schnell einen anderen Karren. Kantenglättung ist aktiviert, Post-Processing, die ganzen zusätzlichen Effekte und so. Also eigentlich von dem her wirklich eine wunderschöne Sache. Also auf dem PC gehört das Run-Game zum schönsten, das ich seit langem gesehen habe, jetzt ohne Witz. Und spielerisch hat es natürlich auch einiges zu bieten. Aber es ist sehr ähnlich wie Burnout Paradise, ist ja auch von Criterion gemacht. Also nicht weiter erstaunlich. Aber auf der anderen Seite hat es schon so ein bisschen Need for Speed Flair und mit den Kehren, die man ein bisschen tunen und aufrüsten und modifizieren und ein bisschen Sprünge ins Ghetto raus, ihr seht passt das schon. Die Schäden sind auch einigermaßen easy, die Rennen sind auch spannend. Die Karten finde ich eigentlich auch noch gut. Und ja, ich weiß eigentlich gar nicht, was sagen. Ich habe jetzt hier schon einige Stunden investiert. Und wie gesagt, ich komme eigentlich sehr gut mit dem Game klar. Trotz der Polizei, das ist ja das, was ich am Anfang eigentlich am meisten angekreidet habe. Und es ist aber schon so, dass man dann nach dem Rennen die Spastis wieder loswerden muss, aber das ist zum Glück nicht ganz so tragisch. Also jetzt wollte ich euch hier noch schnell etwas zeigen, weil gestern, der Trapid und ich haben schon ein paar Mal zusammengezockt, halt immer abwechselnd. Der eine verschießt, bekommt der andere wieder den Controller und so. Und dann haben wir eigentlich die Location noch gefunden, das möchte ich euch jetzt schnell zeigen, weil das war noch schön. Ich meine, bei Open World Games ist eigentlich das Gute, dass man eine Karre zwischendurch einschießt. Aber auch, dass man ja sich selber eigentlich Aufgaben stellen kann oder selber gewisse Strecken herausfinden kann, die besonders cool sind. Hey nein, Jungs, hey nein. Mit diesem Karren habe ich es nicht so im Griff gesehen, wie wir es gerade haben. Aber ich probiere gleich einigermaßen dort herzukommen, wo ich will. Sonst stehe ich eigentlich, also ich stehe schon extrem auf die Muscle Cars aus Amerika, die richtig Puff haben. Aber sonst die Renngames eigentlich nicht so, weil sie halt sehr schwer zu steuern sind eigentlich meistens. Und das ist hier im Need for Speed Most Wanted ein bisschen anders, gefällt mir ausgesprochen gut. Ihr habt ja gesehen, am Anfang habe ich hier mit dem SRT gespielt, der Dodge Challenger. Und den habe ich ja schon voll aufgelevelt und das ist gut gegangen, also der macht eben schon Spass. Also jetzt ziehe ich das rein. Jetzt gibt es hier den Streckenabschnitt, schnell auf die Karte schauen, damit das der eine oder andere, der das vielleicht auch mal ausprobieren will. Hier hinten ist ja, glaube ich, der Flughafen, wenn ich mich nicht täusche. Da bin ich, glaube ich, noch gar nicht gewesen. Ich habe mir das nämlich erst gekauft. Egal. Wir sind eigentlich in diesem Bereich, weil du jetzt gerade ausfahren. Und als erstes kann man sich eigentlich, ja, da muss man schon etwa 250 Sachen drauf haben, glaube ich, genau, diesen Sprung reinnehmen. Nein, das ist leider nicht schnell gewesen, fuck. Also, mit 230 vielleicht. Das Ziel wäre dann eigentlich folgendes, dass wir diesen Sprung dort mal beißen. Ich versuche es gleich nochmal schnell. Und ihr hofft, ihr bekommt hier mit dem Fraps und so, das ist schon auch etwas vom grafischen Genuss von diesem Spiel mit. Also, das wäre schon ein bisschen schade. Gerade vor allem auch die Lichter und so, die Schatten, die es nachher gibt, wirklich beeindruckend. Also, ich hoffe, das macht ein bisschen schneller und auch ein bisschen schlauer, ja. Ja, da sind wir wirklich schneller. So. Nein, das geht's ja nicht.
Ein wunderschöner Vorführeffekt sehen wir jetzt hier gerade. Also gut, man würde dort oben durchjumpen, würde dann hier auf den Gleis weiterfahren und hier vorne kann man dann runterfallen. Seht ihr hier oben die Lücke, würde man dann hier runterkommen. Geradeaus weiterrasen und dann ist eigentlich das Ziel, ohne gross zu bremsen, hier links reinzuheben, uiuiui, und dann durch einen von diesen Punkten durchzuspringen. Rein von dem her konnte ich das jetzt zum Glück gut herbringen, ich hatte Schwein, dass man den gelenkt hat, aber es ist dann auch schon tricky, wenn man mit Vollspeed kommt, um eine Ecke muss ziehen und sich dann noch diesen Sprung holen, der ist noch hart. Wir haben es vielleicht etwa 10-12 Mal gemacht und wir haben es jeweils nur einmal geschafft. Aber wir haben auch zuerst hier mit dem... Wo ist er? Mit dem haben wir es, glaube ich, zuerst ausprobiert. Und das ist ja ganz so ein kleiner Kartflitzer, der zwar extrem wendig ist und eigentlich auch vom Handling noch cool, aber du musst nicht meinen, dass mit dem irgendwann mehr nach Karre reinknallen oder so. Also der verbraucht dich total. Neben der Strasse kannst du ihn eigentlich auch nicht brauchen. Aber es ist noch witzig, dass sie den rein tun. Ja, das wäre eigentlich so eine kurze Abrundung von diesem Game. Es macht, gerade wenn man es eben mindestens das zweite oder das dritte oder das vierte vor dem Bildschirm zockt, macht es eben riesig Spass, weil das Game ist eine absolute Augenweide, zum nur schon zuschauen, finde ich. Und es passieren aber schon noch lustig abgefahrene Sachen. Und wenn man allein ist und eigentlich möglichst schnell vorwärts kommen, ist es natürlich schon ein bisschen frustrierend, wenn man dann immer wieder kurz vor dem Ziel irgendwie crasht oder so. Darum so ein bisschen als Partygame, ja, wirklich durchaus zu empfehlen. Viele von euch haben es schon gespielt. Ich meine, in der Zeit, wo ich jetzt Forza Horizon gespielt habe, ist sicher der eine oder andere, jetzt gerade, der keine Xbox hat, auf das ausgewichen. Und man wird also wirklich auch, wie ich jetzt schon oft gesagt habe, gut unterhalten. Mal dann noch den Multiplayer ausprobieren, aber so, wenn ich gehört habe, wird man da einfach irgendwann mit reingeschmissen, kann also keine Partys machen, was ich ein bisschen schade fände. Schade ist auch, dass die Bullen jetzt an unserem Arsch hängen. Und irgendwie Leute, die sich nicht so gut lassen, mal schauen, jetzt endlich geschafft, abschütteln. Was ich, was ich gemerkt habe, ist, wenn man die Bullen loswerden am gescheitsten in der City probieren, weil auf den Highways, ich habe es zwar jetzt geschafft, ist es aber schon noch tricky. Schau jetzt die Späßchen, jetzt haben sie mich hier gleich wieder. Jetzt mit diesem Karren kann ich sie leider nicht einmal wirklich fertig machen. Aber ich hole mir jetzt noch schnell das Schild, weiche hier elegant aus und hoffe dann unten auf den Flughafenfriedhof zu kommen. Oh mein Gott, Uri, was ich jetzt fest zusammenlegen. Ja, und der ist noch stylisch. Ich weiss nicht, wenn ihr so gespielt habt, habt ihr hier sicher auch mal ein Rennen gemacht. Und ich liebe hier die Sequenz, wo man hier durch das Flugzeug hat. Springt man ja dann hier durch, mehr oder weniger professional. Und dann muss man hier hinten kehren. Oh, da liegt ist noch Karre, okay. Und muss dann hier vorne und links vom Flugzeugwrack durch. Und das ist aber noch interessant, wenn sie dort rausjumpen. Habt ihr gesehen, dort oben wäre ja noch ein Schild zum Holen. Das ist auch noch etwas Cooles, muss ich sagen, dass man so gewisse Sachen kann einsammeln kann. Weil, ja, ich sage jetzt mal, ein Renngame, wo man schon Open World rumfahren kann, das bietet sich ja eigentlich gerade an, noch ein paar Items, Gegenstände eigentlich zu haben, die man einsammeln kann. Also man kann auch über das Ziel drüber ausschießen, wie man so schön sagt. Ja, ich mache jetzt aber mal Feuer oben. Hoffe, dass ihr einigermaßen gut unterhalten seid worden und die das Need for Speed Most Wanted vom letzten Jahr noch nicht gespielt haben, ein bisschen auf Run Games stehen, kann ich es wirklich ans Herz legen. Auf der Konsole ist es sicher nicht ganz so wegen der Auflösung, aber auch immer noch Top-Grafik und Spielbarkeit wird ja genau gleich sein. Darum macht's gut, schön zusammen.